Sag mal, es gibt Leute mit guten Kostümen und es gibt Leute mit sensationellen Kostümen hier um mich herum. Also da muss man einfach mal sagen, Hut ab. Das ist Aufwand. Sehr viel. Wie lange braucht man, um sowas zu entwerfen? 5 Minuten. Ah, der ganze. Na, also, das ist selber genäht, das ist selber zusammengebastelt. Wie lange braucht man da als Vorbereitung? Da brauchst du schon, also als Vorbereitung heute. Ja, über die Jahre hinweg das Kostüm, bis es mal fertig ist. Brauchst du Sag mal. Jahre. Kommt immer wieder was dazu. Dann machst du noch was dazu, dann machst du noch was, das dauert. Aber hast du das Gefühl, dass viele Leute sich überhaupt nicht solche Mühe geben an Karneval, sondern einfach so was Billiges überstolpern? Oder denkst du, dass... Du siehst doch gut aus. Oh, das ist das, was man hören will. Ich sehe gut aus, das ist schon mal sehr schön. Danke für das Kompliment. Jetzt bist du noch nüchtern? Ja. Ja, okay, dann nehme ich das sogar so für mich. Wenn ich nüchtern bin, dann bist du schön, oder was? Das könnte man ja ahnen. Ihr seid von einer Organisation, wie heißen die genau? Kölner Stämme. Kölner Stämme. Und das heißt, ihr lauft immer am Karneval mit solchen Kluften rum? Ja, also die Kölner Stämme sind ein Verbund von 45 Vereinen. Da gibt es alles, Indianer, Ritter, Cowboys, Ritter, solche wie wir, ja, alles Mögliche. Aber die Vereine sind unabhängig und jeder macht, was er will. So, also wir sind die Poller Böschräuber. Er ist von John Silvers Piratenbrot. Ja. Aber bist du denn das ganze Jahr so unterwegs? Wir sind auch überwiegend Karneval, das machen wir nur so nebenbei. Und das ganze Jahr über machen wir noch andere Dinge, Rostock und all solche Sachen, Handelszähl und solche Dinge. Das heißt, eigentlich ist das schon so deine feste Klamotte? Das die ist man also so eine Lebenseinstellung. Ich mache das schon lange. Gehört dann natürlich auch, als Jack Sparrow ist man natürlich auch mal so ein bisschen angetrunken. Gehört das auch dazu? Ja, hört dazu. Ne? Aber immer niemals die Übersicht verlieren. Jetzt ist ja so, dass ja viel kritisiert wurde im Vorweg, dass man gesagt hat, der Karneval wird missbraucht, dass die Leute nur auf die Straße gehen zum Saufen. Hast du den Eindruck auch? Ja, ich muss auch sagen, also viele Kölner sind ja nicht hier, man sieht das ja, die kommen in Scharen alle vom Bahnhof, kommen viele von außerhalb. Und die kommen an für sich, der überwiegende Teil kommt wirklich nur hierhin, für sich hier das Programm zu geben. Und die alteingesessenen Kölner, die feiern genau traditionell, wie wir das schon immer machen. Man kennt sich schon so 30 Jahre, was weiß ich. Und, ja, aber hast du denn das Gefühl, dass das irgendwie Überhang genommen hat? Die kommen wirklich nur hierhin, sich für sich abzuschießen. Und du siehst ja selber, hier ist überwiegend junges Volk. Ne? Und ist das denn negativ behaftet? Kann man sagen, das hat einen negativen Trend genommen? Oder war das schon immer so? Ich verweigere die Aussage. Also es ist schwierig zu sagen, man sieht natürlich... Ja. Du siehst schon einige junge Leute, wo du jetzt schon um diese Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir? Wir haben noch nicht 11:11 Uhr, ne? Die sind schon im. Die sind jetzt schon im. Also da fragst du dich echt, wo sind die gleich? Ja? Ja. Und wir haben noch was vor, ne, Jungs? Okay, also hier, die haben noch was vor. Ich sehe jetzt, hier kommen schon langsam die Trommeln. Jetzt wollen wir einen kleinen Solo hier sehen. Sehr schön. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Karneval. Schön, dass es noch traditionelle Vereine gibt, die das Ganze fördern. Und ich hoffe, die jungen Leute schaffen es noch hier über die Runden zu... Junge Leute, danke schön. Ja. Du meinst mich, ne? Ja, natürlich. Ja, ich bin sehr jung. Also, viel Spaß und wir schauen mal weiter um. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich ganz schwarze Lippen, aber warum nicht?